Ekran! Ekranen geef dich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom zu dit programma Ekran. Dankeschön, dass u vandaag waar die radio eingeschaltet hast, oder wenn du hier im YouTube kijken des. Sie hier welkom und haben eine schöne Zeit mit uns. Von daher habe ich hier mit mir Isaac Kloosen. Welkom das erste Mal in das Programm. Dankeschön. Das freut mich sehr, dass du dein Zeugnis von dir gegeben hast. Ja. Und ich habe deine Geschichte ein bisschen gehört und ich glaube, duizenden Menschen waren interessiert sein, was du mit Gott erlebt hast. So, Na, hoffentlich, weil wir dort zu Gottes Ehr. So, dann vertel mal, Isaac, was hast du erlebt in deinem Leben? Wo warst du ab? Geboren ben ik in La Onda, Zacatecas, Mexico. En 1965, 11:30 middag. Oh, die denk je, was sehr veel. Ik heb mijn groospapa de hand en daar ben ik daar geboren. Hij weer dan de dokter. Okay, sehr schön. So, wo ist dein Leben dann wieder verrannt? Von dir bist du in Bolivien, das war nicht, wenn er hier, aber wo ist es verrannt? Wel, ik was hier dan op bij de ouderen in huis en om het huis. Nou ja, dan kwam ook de tijd, ik vielleicht zijn ik 5 jaar, 6 jaar geweest. Ik was de oudste aan de familie. Heb zo ik een 60 gehad, wat door alle Fermen geboren werden, maar dat we gestorven. En dan, wat we een dag mijn mama mij zei, dat Isaac, ik was hem eigenlijk wat krammetje gedreven. Dat had ik niet hem denken, bloß wat zij te mij zei. Dat had ik hem denken, Isaac, dat is een God, dat is im Himmel. En dat is een hel, en dat brandt, voor eeuwig. Wer gehoorzaam is, komt im Himmel. En wer ongehoorzaam is, komt in de hel. En van den dag aan ging mir dat slag. Ik mocht niet aan de hel. En ik kon daarna immer zijn, waar ik den dag, wat mijn mama dat moet mij zeggen deed. Dan ging ik in oven naar de gast, waar we een darbs hadden. Dan kwam dat fijn aan, smorgens uitjouwen, alle nobers eten. En dan in oven, dan kwam dat trei. We moesten hier dan oppassen, dat ons fijn dan opkwam. En waar ik me dan ik polen den wens wanneer ik sterven kon. Nou ja, en dat eine wie mir niet gezegd. En zo ging je de ganze tijd dan weer. En ik ben over een religion geboren. Religieus opgewassen. En de ouderen verzochten ja best het. Maar wanneer de ouderen eerst zeggen dat het kind waren, wie dat ongehoorzaam geweest. Dan wordt dat door traaggerekend, wo schwer dat wegen deed, en dan wordt dat dan gepriegeld en dan werd het weer vorig. Aber dat bracht het vrede? Nee, dat deed niet. Dat viel immer danach wat. Ik kon me herinneren, mal als mijn mama me daar geklapt had, dat zat ik op een huis een reden door dan al te God. Ik wens me wanneer ik sterven kan. So, dann wohnen Sie noch in Mexiko. Wo kommt das dann in dein Leben? Wo kommst du bei hier, dass du in Bolivien ankommst? Wel, de Geschichte ist ja dann lang. Über das war die Emigraten und hatten eine sehr gottlose Jugend. Da wurde ich all hier niemals mitgemerkt haben. Wenn da mir was anderes wie geboten worden, wurde niemals nicht der Jugend mitbelebt haben. Ich bin da sehr satt, ich bin da sehr meid geworden. Aber wir kein anderes Angebot. Und dann ging ich dort auch mit bei. Und habe viel Krammet gedreven. Aber schein und das keinmal. Dann aber war uns dort ganz old, auch meine Frau. Und dann, wir wurden uns tafelloten und befreien. Und dann wurde es dann besser sein. Dann wir von der Sintel gegossen, dann wollen wir für den Herrn leben. So, was deed dat hoffen dan in je leven? Nicht dort, was wir erwartet hatten. Wir bleiben der oude Menschen. Und aber wir versuchten danach immer das Beste zu tun, wenn wir anders nicht wussten. Das ganz Traurigste von alles, meine Großrechte haben meine Eltern nicht gelehrt, mit der Bibel zu leben. Haben meine Eltern mich auch nicht gelehrt. Und ich an sie ken je ook niet. Ik al veel dollar als mijn ouderen mij
Aber danach habe ich ja danach gefehlt. Ich sage nur immer zu Gott, ich mir erst dort ganz bewusst. Meine geradste Sünden, das sind nicht der, was ich getan habe, das sind der, was ich nicht getan habe. So, dann, nu, Toffen leidt je nach Mexiko, nicht so? Ja. So, wie dann al befried als je naar Bolivien tragen? Ja, wir tragen dann erst, wir hatten einen Anlauf in Zacatecas, hatten wir Feierkinder. Und dann tragen wir mit Feierkinder nach hier nach Kapolin, da wohnen wir dann 3,5 Jahre. Und dann mit der Kapoliner-Taub tragen wir dann hier. Okay, mit der ganzen Gruppe dann? Ja, mit der ganzen Gruppe dann. So, wie lange wohnt ihr dann nu al in Bolivien? Wir sind gut 20 Jahre. Al 20 Jahre, wow. Vom 30. April über 20 Jahre. So, vertel mir wieder, wo kommst du darauf, dass du, was passiert in deinem Leben? Wo ging das hier in Bolivien wieder? Warst du glücklicher, treuer, was wir? Ich war treuer. Ich sagte, dass unsere Jugend ging sehr schief. Und ich habe unsere Jungs streng behandelt. Und versagt immer, dass bis ich nicht den Jahre jemand empfangen hat, kann ich das nicht abweisen. Und das geht immer wieder, und das geht wieder, und nu haben wir schließlich auch Feier befriedigt Kenia. Und ich sage dort, auch wenn ich mir dein Leben betrachten, nicht mein Leben betrachten, das ich angefangen hat, das hat bloß teilgenommen, und es steht, das gottlose Leben, und es steht, dass Gottes Fächer geworden wir bloß schlechter geworden. Und ich fing immer mehr an zu beten. Und besonders von 40 Jahren ab, dann habe ich viel am Gebet gewesen. Aber richtig, mal von 50 Jahren, wurde ich dann sehr viel, ich ging nach Sterben und ich wusste nicht, nach an ich hatte. Und dann kam ich hatte in sehr dreht Müll, von dem Ältesten, und sei, was erst, mir erst was, und ich habe das eine sehr große Angst. Und ich wünsche, mir hungert eine Gerechtigkeit. Und, aber ich weiß auch nicht, was geht über am Stellen beten. Ich sehe, ich habe viel aller blödes Gebet, ich habe geschrien aus dem Rind, dort am Stellen beten, das ist für mich keine Lösung nicht. Und ich fuhr mit sehr wenig Trost trägen. Schließlich sagte ich komme immer wieder am Gebet, auch bete ich viel für den Verstand. Und immer sagte der Heilige Jesus, nur mein Gebet, gehen sei dir dort. Na, ich sage, dort, da wollen wir nicht leben. Aber ich, da hatte die gesagt, ich will die gehorsam sein. Und wenn dort der Anfang erst von meinem Dienst, ich will dir das gut sein, denn wie kann das ist ja das gar nicht. Aber dann sage ich, das ist gewaltig. Und dann gehe ich auch durchhauen, aber das geht nicht lange, ich schickte mich da weg. Und glauben, ich wäre überhaupt nicht vom guten Jesus daheim gekommen, der schlechte Jesus hat mich daheim getrieben. Und dann wäre ich sehr ich wäre eine sehr tiefe Depression. Und dann gehe ich bestarten ab und dann sage ich zu Gott, das ist der Psalmschreiber sagt im 42. Psalm, so gern würde ich mit den Haufen Taub nach die gehen, aber die will nicht, dann will ich allein. Aber ich will die dienen. Ich will die gehorsam sein. Wenn sie nicht wollen, dann will ich allein. Aber die will ich gehorsam sein. Du mein Hort gerennen, so ist die dort gefällt. Nimm Wohnung an mein Hortje, wo du nicht bern ist. Verzeih mir dort. Die will ich gehorsam sein. Da kam der Heilige Jesus über mich, und da erregte ich mal, ich meine Nährware geworden. So dass du wirst ganz allein auf der Stadt? Ganz allein auf der Stadt. Und hat niemals nicht ein Seines gehört. Plus dort, was der Heilige Jesus Plus dort, was der Heilige Jesus mich schaffen hat. Und dann, was fällt sie dann, als sie dort erleben deed? Die Erquickung, wo ich nur sehen deed von 5 Jahren jung. Was die normaal die damals gesagt hat. Dat kommt dann kommt der frische Wut. Nur 45 Jahre. Wow. Und dann ging meine Problem los. Dann, da kann man nicht still von sein. Und ich vertelle jedem dort. Und dann, jeder Mann vertelle ich dort. Oh, na dann best nicht vom so tun. Ich sehe, das geht nicht. Der Heilige Jesus hat mich erquickt. Und ich habe den Heiligen Jesus
nu in mijn hart wonen. En wat zei ze dan? Wat gaan ze dan met die doen? Wel, daar zijn zeer veel dingen tussen wat later hier passiert is. Die gaan mijn vrouw aanviert. Met 96, 97 stunden. Ik wist niet waar die weer. Dat zijn de vrouwen komen naar ons. En bereden daar. Die man is nu van tafel, die wil hier wegtrekken. En wanneer du met den mettrekken is, dan is du ook verloren. Dus dat gaat nog maar bloos 10 man. Mijn vrouw kreeg angst. En die schließlich weg. Ik wist aber nicht, wo sie gebleven wäre. Dann ich allein thuis. Die erste Nacht sehr kalt. Und habe mir die ganze Nacht keine Kleider uitgetragen. Ich habe bald hier gebeten, bald da gebeten. Ich sage zu Gott, wenn es dien zijn is, wenn es dien will is, die will ich gehorsam sein. Dat ich hier als een uitgedrehter Pool in de kolonie eigen plan zijn en check, wo die Eierreichtigkeit überhand nimmt, die will ich gehorsam sein. Dan haben sie, aber ich habe einen Andachtspunkt und ich sage, ich werde das opmerken, ich werde das hazarden und die wirst das opmerken für mich. Und ich werde das lesen, als das dann die persönlich zu mir reden ist. Ihr soll ja eine für dich tieren. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht an. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich fall dann all an Engeltjes hingedreht. Aber ich werde danach einmal um meine Frau. Und zij sagt, voor angst, voor grote angst, buiten, am Karvlek, Unklarheit. Wow, dat is interessant, Isaac, wat je alles erlebt hast met God en wat ik waar stonden met Eva. Dat ik dat al waar hier kon en zijn kon in die leven, dat de hele Jezus, die Eva die gekomen is en die dat klaar gemerkt heeft, dat die kus eind, dat die kus am Verzeihung vragen voor al dat wijze wat die doen had. Amen. En 2, dat die kus am aanladen dat hij in die leven aankomt. Halleluja. En ik geloof dat is ook wat we van de touw hier aanbieden willen. Dat zij die 2 zaken ook erleven kunnen. Eén, dat ze kunnen de vergeving van ihre Sünden krijgen. En krijg 2, dat ze kunnen Jezus in ihr hart hebben. Dat ze kunnen met hem leven. Wat wil die rood zijn? Jeremia 17, vers 5. Wanneer we willen de predikers hier aangaan en ons op de nächsten verlaten, dan zijn we zeer loom. Dan zijn we zeer pras auf. Dan, hij zegt dat ganz vrij. Denn der Herr spricht, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. So, wie wollen uns auf Gott verlassen? Wir sollen uns auf Gott verlassen. Und was sind unsere Verfolgungen? Solange wir die Predigerscharchen tun, über uns kämpfen wir nicht. Wir leben sehr ruhig und alles geht glatt tau. Unsere Verfolgung fängt mal an, wenn wir Jesus Christus folgen. Door steht dort iets ab, wat we voor Jezus en draaien zullen. Maar ik ben zo froh, dat ik tot die klaarheid gekomen ben, dat ik dat draaien kan. Ik heb een kolonie. En onze kolonie, we zijn bij 1500 zeilen, niet bloß einen vriend vriend. En dat is een hond. Oh, wow. So, ik bid ervoor dat keine meer worden. Dat het keine zich nog een deel... 1501 hond. Aha, dat hij nog alle kennen. So, nu ga ik te laatste eine vrouw aan die Isaac. Wat is de oorzaak dat u hier van jou met Schlauwechsen zitten is? Dat zijn de beksen waar mijn mama en mijn gewoond heeft. En die zaten mij zeer makkelijk. Okay. Maar ik heb nog geen landbeksen. Okay. Dat niet nu leven dat ik kom zijn, dit is de weg ter Seiligkeit. Okay. De beksen hadden met de beksen hadden niks met te doen. Okay. Maar je meer later maar eenmaal worden een landbeksen zijn, geloof niet dat ik verkeerd zijn. Gott tickt das hart an, nicht die Beksen. Vielen Dank schon, Isaac, für das Zeugnis mitteilen, was Gott mit dir getan hat, was der Herr Jesus geführt hat. Ich sie all sehr gesehen, weil durch den Zeugnis und ich sie mir sicher, du wirst auch gesehen sein, und leider auch hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.